Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Ich glaube, ich habe das Problem mittlerweile lokalisieren können. Und zwar ist tatsächlich dieser fette, auffällige grüne Schalter hier das Ding, was uns irgendwie wieder rausbringt. Nur, wie man das Teil verwendet, ist wahrscheinlich wieder so ein Mini-Bug. Ah ja, so. Eva. Ja, das ist mal wieder so ein Steuerungsproblem. Nennen wir es mal Mini-Bug. Apropos Steuerungsproblem und so, ne? Ja. Na Allah, haben wir uns wenigstens nicht ganz eingesperrt hier. So, das Ding will ich dann trotzdem nochmal als Markierung hier liegen lassen. Haben wir uns in der letzten Episode schon drauf geeinigt, dass das unser Wegmarker wären, damit ich mich nicht verirre so sehr. So, wir haben ja genug Fackeln, dass wir prasse können bei sowas. So, ich glaube, ich sollte nicht direkt runterkrachen. Und sonst haben wir wieder so ein kleines Schadensproblem. So. Okay, wunderbar. So, dann können wir auch nochmal jetzt in die Gängerei flitschen. Weil die Gänge ohne sind jetzt auch noch so ein Areal, die uns offen stehen. Schon seit hier vorne. Und ihr hört hier, ach, der Mine-Kravler, der will auch was von uns. Das heißt, auf in den Kampf. So, jetzt geht's wieder unter Tage. Die Bestie kennen wir ja schon. Da sind ein paar Skelette drin. Achtung. Ja, das sehe ich schon. Der Tempel-Minecrawler. Ja, sehr clever. Gut, dass ich vorher die Mana-Erhöhung plus 30 gekriegt habe, ne? Komm mal her, du. Kraveliger Mine-Typ. So. Sehr schön. Okay, was hast du dann bei dir? Ah ja, du hast auch Panzerplatten eines Minecrawlers, obwohl du nur ein Krieger, ein Tempel-Minecrawler bist. Aber offensichtlich sind die heilig und so damit auch stark. Reizend, wie hier die Skelette runterhängen. Da hat aber jemand wieder gebastelt. Schön, dass die Knochen auch so zusammenhalten im Verbund. Naja, da hat jemand wirklich gebastelt. Hallo, Tempel-Minecrawler. Sehr schön. Dem Zeug flattern wir auch. Da haben wir noch ein paar Tränke zum Flattern. Und ein Zweihänder Blutschneider. Gucken wir uns natürlich auch mal gleich an. Blutschneider. Da haben wir so 85, 62 Stärke braucht so. Okay. Da müssen wir, glaube ich, weiter zum nächsten Harakiri. Oh, da ist, glaube ich, ein Orkibus, ja. Ja, ein Tempelwächter. Nimm das! Grässlicher Unhold! Okay, das war etwas bescheiden gerade. Ja, kreisch du Mul. Komm her, du hässlicher Untoter. Ja, okay, komm her. Komm her, du Ucha-Cha-Cha Deluxe. So. Ein Kruschkarok hat er noch bei sich. Dann sollten wir vielleicht hier nochmal der Yankee 4 machen. Und dann gucken wir mal, was da oben rumlungert. Ich glaube, da sind noch ein paar Untote dabei. Wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir auf jeden Fall einen Ucha-Cha-Cha Deluxe wieder. Oh, und da ist der Skelettkrieger. Speer. So, gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Komm her, du hässlicher. So, da haben wir das Skelettkrieger. Ausgezeichnet, alter Knabe. Warte mal, für die Viecher haben wir doch was viel Tolleres parat. Da haben wir doch hier Untote vernichten. Komm her, du Scheiß-Typ. Und? So. So easy ist das. Ich glaube, da muss ich mich gar nicht großartig abmühen hier. Untote vernichten dürfte eigentlich bei all deiner Kreatur hier wirksam sein. So. Schnitter gibt's auch noch. Weil ohne Scherz, mir hängen ja speziell Untote vernichten. Das kostet auch nur 5 Mana. Das ist ja ein Witz im Vergleich zu den anderen Dinger. So, noch so ein 30er Gluckler und ein 70er Riesling. Und dann geht's weiter. Ist mal da ist nix. Okay. Ja, ich glaube, Untote vernichten ist hier definitiv die große Nummer, die ich durchziehen kann. Da muss ich ja nicht großartig hier was machen. Oh, da haben wir noch einer.
Ja, du hässlicher. So. Muss ich mich gar nicht groß rumärgern hier mit deinen Biester. Zack. Dann können wir da nochmal den hier machen. Dann sollten wir hier nochmal die Yankee 4 machen. Und dann sonderbarer Stein. Hier kommt auf jeden Fall so ein Widerling. Okay. Skelettkrieger. Stirb! Und du? Skelettspeer. Nimm das! So, 2 Moak haucht und dann sind die Dinger kaputt. So muss das sein. Ich glaube, da war es links, rechts, Mitte, die Kombination. Das sind so Dinger von früher, die vergisst man irgendwie nicht. Gerade weil ich als Kind, was ist da als Kind? Ich habe Gothic Ezio, als es 2001 erschien, habe ich das auch frisch gehabt. Da war ich 13 Jahre alt, als es rauskam. Und da habe ich doch schon ein bisschen Stress hier gehabt mit dem Gebiet, mit dem Schläfertempel, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, das habe ich auch ein paar Mal gespielt. Insofern erinnere ich mich dort durchaus noch an so lustige Passagen. So, haben wir hier noch ein paar Tränke. Aber schön am Schläfertempel fand ich immer, dass es dort diese attributssteigernde Tränke gab. Das fand ich immer toll. Weil die trifft man echt selten im Spiel. So, okay. Drehe den Schalter. Das krieg ich schon noch hier, hoffentlich, oder? Ja, kriegen wir das hier? Ja, gut. Geht doch nicht ganz verblödet. Oh, du schnauft was. Komm her, du. Komm her, du. Jetzt machen wir unseren ersten niederen Dämon platt. Wenn das nicht lost. Hallo? Gewitterleid. 600 Erfahrungspunkte bringen uns der Knotzer. Nicht schlecht. Also was so Hutzel mit Flügel ist der echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Bringt gut Erfahrungspunkte. So, Dendo, also muss ich immer von vorne. Offensichtlich. So. Kommt der zweite Hässling. Ups, ein bisschen was zieht er auch ab. So. Die Hutzel brennt, der Dämon stirbt. So einfach ist das. Wie im richtigen Lever. Und dann hier nochmal der Schalterino. Und da kommt der nächste Orcibus Schamanicus. Und was sagt er uns? Der hat den Stab falsch rum. Im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Er hat übrigens seinen Stab falsch rum. Ey, ey. Jetzt langsamer. Varakasorg. So. Mistkerl. Was hat er dann bei sich? Lichtbringer. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Kasorg. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Ja, das kennen wir schon. Kugelblitz hat er gehabt. Und seinen Stab hat er falsch rum gehabt. Das spricht natürlich für den große, weise Schamane, wenn er den Kopf vom Stab ohne trägt. Ja, so viel dazu. Zack und zack. Da gibt es noch einen 30er für uns. Und so, den haben wir auf jeden Fall auch schon mal platt gemacht. Dann können wir hier den Kasorg kassieren. Dann war das. Dann gibt es noch einen anderen unterirdischen Gang, den ich schlepple kann. Zack. Schleppel die Beppel. Du kann er nicht springen hier in dem Gang. Na dann, es ist halt ein Salat. Geh mal da rum. So. Dann geht's da entlang. Ich habe es irgendwie merkwürdig in Erinnerung, dass ich mich viel häufiger verlaufe hier in dem Ganzen. Aber ich glaube, das wichtigste Gebiet kommt erst noch. So. Hallo Tempelkrabbler. So. Ja, weil in Tempel beschäftigt man natürlich wesentlich hässlichere, stärkere Minecrawler. Das versteht sich auf uns selber. Das gebietet einfach nur die Ehre. Und da, hier kann er immer noch nicht springen. Na gut. Dann halt nicht. Das ist halt ein Salat. So, dann gehen wir doch jetzt nochmal raus. Machen wir vorher die Yankee 3. Und dann gucken wir mal. Ach ja, das ist das Gebiet, was ich so lieb. Ja, ich erinnere mich. Das ist das Gebiet, was ich so lieb. Da habe ich am Anfang als 13-Jähriger nie gecheckt, dass man Fernkampfwaffe braucht.
Oh, das sind ein paar gravelige Mine wieder. Hey du. Komm her, du. Wie der angewackelt kommt. Oh, der andere Kasper hier, der Templer, kommt jetzt auch mal auf die Idee, sei schwer zu ziehen. So. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Ja. Servus erstmal. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der Hohepriester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja. Goa Babo. Okay, na, der will mich wohl nicht angreifen. Ist vielleicht besser so für ihn. So, dann sollten wir vielleicht noch einmal der Yankee 3 machen. Bevor wir uns mit dem Goa Babo anlegen. Boba, Entschuldigung. So, komm mal her. So, komm mal her, du. Ach, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Komm. Iss ein Salat, geh fort. Lass mich in Friede. Komme ich da hoch, ohne dass ich... natürlich nicht. So. Oh, servus. Okay, das war nicht klug. Das war überhaupt nicht gut. Dann machen wir halt hier, so. Da gab es doch früher immer so einen lustigen Feigling-Trick, den ich gemacht habe. Wo ist denn dann die große Platte? Genau, da drüber. Du kannst da nämlich nicht hochklettern, du bist halt so blöd dafür. Ich anscheinend auch. Warte mal. Nee, das ist blöd. Dann von da. Ja, genau. Das war der Feigling-Trick. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir sowas. Du rennt da rum, der Boba Fett. Ja. Und... ja, sehr klug. Sehr, sehr schön. Und noch einmal. Und... ja, klug. So, da rennt er jetzt rum durch die Gegend. Ja, dann visieren doch einmal an, du Dappes. So. So. So, da ist er wieder. Alter, kann doch nicht so schwer sein. So. So. Verdammt nochmal. Ach Gott, wie dumm. So. Allah. So wird's gemacht. Hüterklinge haben wir da noch und er hat einfach nur Kiffes, Minecrawler-Suppe oder was das war, der Wurzelsuppe und noch was dabei. Ja. Nicht gerade großartig hier. Okay, so. Haben wir das wieder geregelt. Ein 50er, der passt erstmal. Und dann müssen wir da aufkriegen. Das ist jetzt nicht gerade so leicht. Moment. Also wenn man es nicht mal gemacht hat, wird es schon relativ schwierig, muss ich gestehen. So, da muss man auf irgendwas schießen. Genau, dann geht nämlich hier die Falle raus. Und ja. Dann geht die der zu und hier geht's. Gehen die Stacheln hoch. Da geht wiederum aber die der auf, die Geheimder, die wir brauchen. Und die macht uns den Weg auf. Ja, wie gesagt, ich gebe zu, wenn man es nicht schon mal gespielt hat, ist es etwas schwierig, da drauf zu kommen. Ich bin ewig nicht drauf gekommen, dass ich da hier mit der Armbrust schießen muss. So, da sehen wir das Fenster, das graue vielleicht. Das geht jetzt gleich auf. So. Und da können wir wieder auf den Schalter schießen. Dann macht das Doneve auf. Das
geil, ne? Das muss uns jetzt hier nochmal schön noch Glücksradmanier präsentieren, was unser Preis ist. Mit dem tote Goa-Boba vorne dran. Schauen wir es uns doch mal von innen an. Wunderschön. Ja. Borazara, ein Heimwerkerparadies für jeden Bastler. So, dann gehen wir mal hier raus. Zack, zack, zack. Und... So, das können wir nämlich jetzt eher gebrauchen. Dann geht es jetzt nämlich durch Neve in den Gang rein. Wie war dann die Kombination noch einmal? Ich glaube, das war rot. Ist das gelb? Ja. Genauso wie am Anfang, genau. Rot, gelb, lila. Ist das lila? Ne, das mal ist was anderes, aber auf jeden Fall ist rot, gelb, grün. Das ist mal die Kombi zum Glück. So. Zack. Ich habe die Dämonen, um ehrlich zu sein, auch härter in Erinnerung. Jetzt mal ohne Witz. So, und wenn man hier falsch ist, dann kommt nämlich wieder so ein Dämon. Können wir ja gleich sehen, ob das stimmt oder nicht. So, stimmt soweit schon mal. Alles cool. Dann muss es so sein. Und zip. Ist natürlich super zum Leveln, muss man auch dazu sagen. Wenn man jetzt unbedingt Level 99 erreichen will in dem Spiel, kann man sich ja hier stelle immer den falschen Schalter drücken und dann kommt ein niederer Dämon. Die Knabe geben 600 Erfahrungspunkte, das ist schon nicht schlecht. So. Okay. Sehr schön. Da hätte man das auch erledigt. Und ich will jetzt gerade mal was testen. Gerade einfach mal so just vor Fun nochmal. Da oben haben wir nämlich auch so ein paar von den Schalter. Okay, da geht dann auch was auf. Okay, das war's. Mehr geht doch nicht. Jo, Alter. Okay. Ah, doch. Ja. Okay, da hätten wir die Kombination. Rot, Gelb, Grün oder Blau. Ja. Rot, Gelb, Türkis. Eigentlich machen wir uns mal auf Türkis. Okay, schön, das wusste ich auch nicht. Das habe ich vorher, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Mir ist jetzt nur gerade beim Rausgehen aufgefallen, dass da oben nämlich 8 Schalter waren. Ja, schön. Das ist doch interessant. Okay, dann können wir hier auch nochmal die Fackel fallen lassen, speziell. Dass wir hier in dem Raum auch schon drin waren. Dass wir das hier schon gemacht haben. Aber ich glaube, das müsste ich eigentlich so, weil da geht der Weg eigentlich weiter. So, es müsste nur noch... Moment, 3 Priester haben wir gelegt. Einer müsste noch kommen. Und der 5. Priester dürfte derzeit nicht machbar für uns sein. Das sehen wir aber dann. Ups. Kommt hier noch so ein Dachschädel. Fanatischer Templer. Schade, dass ich derzeit auch gar nicht durchkomme. Ich treffe den Typ irgendwie nicht. Oh, scheiße, gar nicht gut. Okay, ihr habt mich überredet. Das geht so nicht gut. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Ach, das sehen wir dann, ob ich mich nochmal blicke los oder nicht. So, zur Sicherheit gehen wir nochmal durch hier. Oh, hallo. Ja, kreischt doch nicht. Ich habe dich nur umgebracht. So. Das hätten wir. An der Haupttournee geht's auch noch wo hier. Hätte ich vielleicht auch noch mal mehr angucken sollen, oder? Nee, ich glaube, das ist nämlich auf dem Rückweg. Und ja, es wird einen Rückweg geben, auf jeden Fall. Stimmt, das gehen wir auf dem Rückweg, das Stückel. Da kommen wir nämlich auf dem Weg zurück, den wir vorher noch nicht gegangen sind. Da haben wir auf jeden Fall so auch alles ausgekundschaftet. Zapp, zappel, zappel. Dann landen wir nochmal hier. Dann machen wir jetzt hier nochmal der Yankee 4. Und dann schauen wir mal. Fanatisches Gemüse. Kriegt da fast Knorrer. Scheiß Typ. So. Kruschkarok. Der Leichnam hat sich schon aufgelöst. Ein leichter Zweihänder hat er noch fallen lassen. Und der Ork, der regt nochmal Untote vernichten auf die Gosch. Ja? Ja, das bringt was. Perfekt. Das ist doch perfekt sowas.
Gegen die Ucha-Chachas müssen wir hier nicht großartig mit der Fäuste kämpfen. Du reicht einfach nur Untote vernichten. Muss ich mal eigentlich einprägen, dass das als feste Reaktion drin bleibt. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Für den habe ich aber auch noch die Art, wie ich reagiere. Ist die Leiche gerade verschoben worden von einem Guaboba? Ich glaube schon. Okay, dann renn halt noch mal ein bisschen hinterher. So ein dummer Hund. Ah, komm schon. So. Und? Wie schaut's aus? Okay, der hat wieder die Waffe weggesteckt. Da ist er wieder. Gut. So viel dazu. Sehr schön. Ja, gegen die bin ich ja nicht so gefeit, muss ich sagen. Die anderen untote Gegner kriege ich ja erheblich besser platt. Aber dort die Templer, die könnten noch ein kleines Problem sein. Da muss ich mal draußen nochmal ein bisschen mehr Stärke und so geben lassen. Wenn ich dann hier alle Tränke gesüffelt habe, dürfte ich ja in der Lage sein, hier wesentlich mehr Schade auszudehlen. So. Ah, da haben wir nochmal einen Tempelkrieger, Tempelwächter. Der ist für dich. Irgendwo ist noch ein Minecrawler wütend auf mich. Ah, da drüben ist noch so ein Tempelwächter. So, den mache ich auch noch platt. Nimm das! So, MOA kaucht Woche und da hat sich das erledigt. Sehr schön. Glücklicherweise schluckt der Zauber nicht besonders viel Mana. Oh, das sind jede Menge von einer Knabe hier noch. Hier scheint wohl wirklich Richtung Schläfer zu kommen. Ah, da drüben ist noch eine Truhe. Eine freundliche Truhe. So, gucken wir uns mal an. 2 mehr Heilung. Ring der Unbesiegbarkeit. Schutz vor Magie, Feuer, Pfeile und Waffe ist drin. Pfeile, Stärketrank. Mittlerer Heil- und Mana-Trank und 2 Fackeln. Also auf jeden Fall die Truhe auch nicht vergessen. 3 Stärkepunkte verschenkt man nicht einfach so. So, jetzt sind wir bei 62. Ja, das ist ziemlich geil. Das gefällt mir sehr gut. So, da haben wir noch der Tempelwächter. Und dort drüber genauso. Auch nochmal ein Tempelwächter. So, aus dem Hinterhalt arg haucht und dann ist er schon tot. Hab mich nicht nur bemerkt, die Knabe. So kann ich ihr untotes Dasein auf jeden Fall sinnvoll und schnell beenden. So, euer Zeug schnappe ich mir auch noch. Und da packe ich mal auch noch was raus. Das war's jetzt erstmal hier. Von dort dürfte ich kommen. Das heißt, der Gang geht auch noch. Ups. Scheiße, wieder so einer. Oh, leckt mich doch. Leckt mich doch am Sack. So. Lass dich hier nicht mehr blicken! Oh doch, das werde ich. Scheiß Typ. So. So schnell hat sich das auch mit denen wieder erledigt. Hüterklinge hat der wieder parat gehabt. Okay, irgendwo scheint wohl wirklich noch ein Minecrawler zornig auf mich zu sein. Oder hungrig zu sein. So, sehr schön. Ja, diese Templer sind schon etwas nervtötend, muss ich gestehen. Kann ich aber genauso gut sagen, dass ich hier jetzt auch nochmal einen Speicherpunkt einlege. Na, ich will die Fackel. So, einen Speicherpunkt kann ich hier auf jeden Fall noch einlegen. Weil ein paar Gegner habe ich jetzt auch mal wieder über die Jordan gejagt. Und da ist es sinnvoll, nochmal ein bisschen zu speichern. So, apropos Gegner und so. So, du noch. Ups. Der zieht natürlich auch sofort wieder die Waffe, der Typ. Aber die verfolgen mich ja auch nicht so lang. So. Lass dich nie wieder blicken. Oder ich lass dich nicht mehr in unseren tollen Club. So. Okay, dann verfolge ich dich mal ein bisschen in die Richtung. Oder folgt dir mal ein bisschen in die Richtung. Dann schauen wir mal. Da
Aber dürfte ich dann soweit sein? Sehr schön. Da müssen wir auch nie nochmal extra den Zwirbler machen und dann die Klinge in der Ranzerei haare, sondern die sind dann von sich aus schon kaputt. Gut, dann will ich aber sagen, das ist da so ein wunderschöner Punkt, um hier einen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic auf Pelzig, ihr liebe Leute. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.